machen. Es freut mich, dass ihr auch heute dabei seid. Wie immer, ein sehr der Appell, dass ihr daheim bleiben, dass ihr so eine Corona-Regeln halten und auch, dass ihr so warm machen, ehe ihr heute losgeht. Was wir heute machen, also ein bisschen anders die Lastkehren. Und zwar gucken wir uns ein paar Kraftübungen an, die ich beim Parkour, aber auch sonst bei allen anderen Sportarten werden helfen. Die ersten 3 Übungen, die wir machen, als für unsere Bauchmuskeln und unseren ganzen Rumpf zu stärken. Zwar fängt man ganz einfach an mit einer Plankposition. Gehe ich ganz einfach über die Beine, setze meine Hände für und ab. Meine Fangerweise noch 4. Meine ganze Handfläche sind am Boden. Setze ich mein Face ab und ich bleibe einfach in der halben Position. Wichtig ist hierbei, dass ich meinen Bauch ausspanne, wie auch, dass ich meine Hände und meine Beine ausspanne. Ich will nicht am Reck durchschenken. Also halt, Bauch und Blut. Auch zu vermeiden, also den Händen zu viel an Blut hilft. Die nächste Übung, die wir machen, als Side Plank, da fängt man ganz normal an der Plankposition an. Ich habe meinen ganzen Körper gespannt, bringe eine Hand an die Mitte von meinem Körper, also setzen Sie vor mein Gesicht, drehe mich seitlich und bleibe einfach ganz fest an dieser Position. Da muss ich wirklich meinen ganzen Körper ausspannen, für dass ich nicht durchhängen kann. Ich kann noch eine Hand auf Blut machen. Die dritte und letzte Übung, die wir von dieser Serie machen, also Schöpfchen. Und zwar lehne ich mich ganz einfach auf mein Reck, spanne meinen Bauch an, ich strecke meinen innersten Reck an den Boden ran, hier mit meinem Face und meinem Oberkörper. Wichtig ist wirklich, dass du wirklich gut zwischen dem Boden und meinem Reck ist. Meine Schulter ist vom Boden, mein Kopf ist vom Boden und mein Bein ist vom Boden. Auch hier spanne ich meinen ganzen Körper an. Wenn euch der Rücken zu einfach war, dann könnt ihr auch gerne die Übung ziemlich schwer machen, indem ihr Arm bei euren Kopf bringt. Am besten macht ihr dort 4 Übungen, also Plank, Beidseiten, Side Plank und Schöpfchen an einer Serie. Das ist ohne Pause und ihr haltet das Ganze für 20 bis 60 Sekunden. Und wenn ihr Anfänger seid, dann fängt ihr bei 20 Sekunden an und ihr schaut euch lösen ab, bis ihr dann bei 1 Minute kommt. Für wann machen wir die Bauchmuskelübungen? Bauchmuskel brauche ich wirklich für alles am Parcours, also egal ob ihr einfach nur lebt, springt, klar, ob ihr Salto möchtet, der Bauch schafft immer Matt. Soll ich den Bauch nicht isoliert trainieren, einfach nur, weil ich normalerweise nicht just den Bauchmuskel braucht, mit dem ganzen Körper muss aktiviert sein. Und oft, wenn ich so mache, ich mache Backflip, also Salto noch Hannen, dann muss ich natürlich meinen Bauch spannen, so dass ich nicht an den Hohlkreuz gehe. Mehr für allem schaffen du auch meinen Hip-Flexor, also meinen Hüftbeuger. Dafür kann man eine ganz einfache Übung machen, wo du auch in der Plankposition anfängt. Die Übung heißt Mountain Planks. Die mit einer Plankposition, genau dasselbe, Hände nicht so hoch, kein Hohlkreuz, die haben sie durchgestreckt. Und du bringst dich einfach mit den Knien bei meiner Brust ganz sehr an aufwechselnd. Wichtig ist bei dieser Übung, dass ihr das wirklich schnell macht. Also natürlich muss ihr darauf aufpassen, dass ihr das richtig macht. Mehr am effektivsten ist, wenn ihr wirklich die Knien ganz sehr über die Brust bringt. Wenn ihr ein bisschen so einfach für könnt, dann könnt ihr euch den Elastik holen. Ganz einfach und ihr das festmachen, was stabil ist. Ich gehe mal in die Plankposition. Ich bringe nur meine Knie genau dasselbe wie die Brust. Die nächste Übung, die wir uns angucken, sind Pumpeln. Und da gibt es viele verschiedene Variationen. Wir fangen mit der ganz simplen, ganz normalen Pumpel an. Und zwar gehe ich durch immer mit Plankposition. Bringe meine Brust auf den Boden oder nur bei dem Boden. Und dann gehe ich immer nur in die Plankposition. Wichtig ist bei der Pumpel natürlich, dass es nicht an den Hohlkreuz geht, aber auch, dass es in Ihre Beine nicht nach außen bringt. Ich mache nicht Pumpel seitlich. Mit meinen Ehrenbeinen genau lerne ich meinen Körper. Ich kann sie ganz besser ausdrehen, aber wirklich so nah wie möglich bei den Körper bringen.
Wenn ich die heutige Variation von der Pumpe zu schwer ist, da kann ihr das Ganze von den Knien machen. Da fängt ihr ganz normal an der Plankposition an. Der bringt die Knie auf den Boden und ich gehe ganz normal an die Pumpe. Eine andere Variation für die Pumpe, was mir einfach zu machen, ist, dass ihr seine Hand auf ein Treppchen oder irgendeine Bank setzt und so halt ein bisschen Körpergewicht erwaschen. Es gibt natürlich auch viele Variationen für die Pumpe schwer zu machen. Eine davon ist, dass ihr den Face auf eine Bank möchtet und so beim selben Pumpe geht. Hier muss ich wirklich viel darauf aufpassen, dass ihr nicht an die Feldkraft geht. Eine andere Möglichkeit für die Pumpe schwer zu machen, ist, dass ihr einen Widerstand dabei geht. Da können Sie sich einen schweren Rucksack direkt strecken oder teilt ihr so ein Plastik, wie für drüber schon, bringt den Hand direkt. Über die Handflaschen und ich gehe ganz normal mit meiner Pumpenposition. Zu guter Letzt gucken wir uns noch ein paar Übungen an, für die B-Muskulatur zu stärken. Da fängt man ganz normal mit einem Körpergewicht Squat an. Und zwar gehen ich hier einfach nehmen an die Knien, andere an den Stand. An die Knien, andere an den Stand. Diese Übung lang hilft der schon nicht extrem viel für Muskulatur aufzubauen. Mir ist es wichtig, dass ihr das heute proper mit richtiger Technik machen kann, ehe ihr dann ein bisschen schwerer Übungen möchte. Wichtig ist hierbei, dass ich, wenn ich an die Knie gehe, mit Knien nicht nur Beine fallen lassen. Das ist von den ganz üblichen Fehler, die ihr möchtet, dass wenn ihr hochgeht, dass Knien einfach nicht mehr nur Beine fallen. Knien nur Bausen drücken. Da könnt ihr auch von den kleinen Banner holen, rund um RB machen und dann aktiv gegen Band drücken. Die nächste Übung, die wir machen, ist der Squat Jump. Und zwar gehe ich hier an die Knien, ich lasse meine Ärmel auf den Hüften, also ich will den Schwung mit meinen Armen. Ich gehe an die Knien, ich warte halt kurz und da sprang ich so explosiv wie geht am Blut. Das mache ich auch nicht 100 Meter am Stück, aber ich schon immer ein Reset dazwischen, wo ich eine kurze Pause mache. Ich gehe an die Knien und ich sprang nach Blut. Auch hier natürlich aufpassen, dass in der Anfangsposition die Knie nicht nur Beine fallen. Die dritte Übung, die ihr machen könnt, für Schnellkraft zu verbessern, ist, dass ihr hier Squat Jump macht, aber der fängt am Stand an. Dann den Counter Movement Jump. Ich fange am selben Jump, meine Hände sind auf meinen Hüften. Ich gehe an den Squat, aber ich warte nicht. Ich gehe reaktiv direkt an Blut an den Sprung. Wichtig ist natürlich bei der Landung, dass er nicht mit gestreckten Beinen landet, sondern dass er auch hier an die Knie geht. Dann kurz eine Pause macht, und dasselbe. Ich fange mit gestreckten Beinen an. Ich gehe an den Squat an den Sprung. Auch hier ist es wichtig, dass er nicht so viel von den Springen macht. Macht am besten 3 Serien von 5 Springen. Die Übungen, die man hier macht für die Beine, sind Schnellkraftübungen. Das heißt, die helfen erst, wie weit und wie hoch zu springen. Die letzte Übung, die wir hier machen, ist ein Drop Jump. Und zwar sieht ihr eine Mauer oder eine Bank, ein Treppchen, die nicht mehr hoch ist, wie so 30 cm für anzufangen. Der fängt auf der Mauer an, alle springen dann nicht auf den Boden, aber der lässt sich quasi, der macht den Schritt nach 4 von der Kante hoch, wie man einfach nicht trippeln, landet mit beiden Füßen auf den Boden, also sobald er Füße den Boden berühren, sprang dann die Blut, sie beim Counter Movement Jump. Hier lassen wir das Arm nicht auf den Hüften, wir holen das Arm matt, für Schwung zu holen, für den Blut zu springen. Wichtig ist es heute, dass er versucht, so sehr wie möglich zu schaffen. Das heißt nicht, dass er springt, so sehr wie möglich kann er nicht machen. Nein, der muss gucken, dass er wirklich reaktiv schnell schafft. Sobald wir Face den Boden berühren, denken wir schon daran, so hoch wie möglich können zu springen. Auch bei den Drop Jumps ist es wichtig, dass er dann nicht zu viel macht. Am besten macht 3 Serien von 5 Stück.
wichtig bei Krafttraining ist, dass der Loser aufhängt, also du nicht direkt motiviert, so viel wie möglich machen, mehr für dich die richtige Technik lernen und dann Loser darauf aufbauen und da kann der Loser aufhängen, immer ein bisschen die langen Trainingseinheiten zu machen. Ich hoffe, ich kann euch in diesem Tutorial ein bisschen etwas mit auf den Weg geben, was ihr noch nicht wusst, etwas, was euch in meinem Training weiterhilft. Und es freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Auch wenn ihr anfängt, ein bisschen lang zu gehen, haltet euch weiterhin an die Regeln, bleibt gesund und munter, bleibt weiterhin daheim und bleibt weiterhin motiviert.